Hey liebe Kinder, liebe Mamis, liebe Papis. Herzlich willkommen zu einem weiteren Family Podcast von der GVC Winterthur. Ich finde es mega cool, haben wir die Möglichkeit, so Gottesdienst zu feiern. Auch wenn es natürlich 1000-mal cooler wäre, wenn ihr am Sonntag bei uns in der Parkarena würdet sein. Ich habe am Sonntag sicher den Oster-Podcast gesehen, wo der Benny euch erzählt hat, was Osterlachen ist. Dazu hat es einen Witz vom König. Und was natürlich auch vorgekommen ist der Osterhas. Und den sind wir mit Sicherheit nach dem Podcast gerade suchen. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ihr habt sicher auch von der Geschichte gehört von Jesus, der auferstanden ist. Uns hat es mega gefreut, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt beim Osternestli suchen und uns so viele mega coole Fotos erreicht habt. Und darum schauen wir die jetzt gerade miteinander an und dann starten wir auch schon in Worship. Sag mir, wer hat all die Blumen gemacht, in ihre ganze Farbe gebracht? Wer lässt Vögel fliegen? Wer hat Sonnen an den Himmel gehängt? Und wer hat mir mein Leben geschenkt? Jetzt kann ich gerade staunen. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Wer hat all die Blumen gemacht, die ihre ganze Farbe gebracht? Und wer lässt Vögel fliegen? Ja, wer hat Sonnen an den Himmel gehängt? Und wer hat mir mein Leben geschenkt? Jetzt kann ich gerade staunen. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Sie ist mein Gott, sie ist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Sie ist mein Gott, er ist der größte Held. Du bist es, du bist mein Gott, bist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Du bist mein Gott, bist mein größter Held. Du bist mein Gott, bist mein Schöpfer, der Schöpfer von der Welt. Du bist mein Gott, bist mein größter Held. Ja, du bist Gott, bist der größte Held. Ja, du bist Gott, bist der größte Held. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Geschenkt, ein Helfer, wo mein Leben lenkt, ein Tröster, wo mich fröhlich macht. Ich bin nie allein, Heiliger Geist, du bist immer da, leitest und gehst voran, du bist Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer
leitest und gehst voran. Du bist die Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Das Feuer, wo brennt, mir Wärme gibt, begleitest mich auf Schritt und Tritt. Hilfst mir, Gottes Wort zu verstehen. Du bist die Ware pur. Das Feuer, wo brennt, mir Wärme gibt, begleitest mich auf Schritt und Tritt. Hilfst mir, Gottes Wort zu verstehen. Du bist die Ware pur. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran. Du bist die Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran. Du bist die Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran. Du bist die Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Heiliger Geist, du bist immer da. Leitest und gehst voran. Du bist die Kraft von meinem Gott, wo in mir wohnt. Die Jünger sitzen ums Lagerfeuer. Es ist ein kühler, schöner Abend und es knistert im Feuer. Sie lieben den Moment, wo sie einfach für sich sein können, ohne diese vielen Leute, die den ganzen Tag Jesus immer nachfolgen und seine Predigten hören wollen. Der Jakobus sitzt neben Jesus und er durchdringt die Stille, die sie gerade momentan haben an diesem schönen Lagerfeuer. Jesus, ich habe mal eine Frage. Ja, sagt Jesus. Was hast du für eine Frage? Ja, ich verstehe einfach nicht, sagt Jakobus. Warum gibt es Menschen, die nicht an Gott glauben? Ich meine, wenn man dich reden hört, man denkt, du hast Gott höchstpersönlich gesehen, so wie du von ihm erzählst. Wie kann es sein, dass es Leute gibt, die einfach davonlaufen, nachdem sie dich reden gehört haben und es sie überhaupt nicht interessiert? Jesus sagt zum Jakobus, ja, das ist eine gute Frage. Magst du dich erinnern, heute Nachmittag habe ich doch am See Genezareth die Geschichte erzählt für die Leute, das Gleichnis vom Bauer. Ich erzähle sie dir nochmal. Alle Jünger sind näher gerutscht und haben Jesus zugehört. Jesus erzählt nochmal die Geschichte vom Bauer. Es war einmal ein Bauer, der hatte ein grosses Feld hatte. Auf diesem Feld wollte er Ähren abpflanzen. Darum ist er eines Tages gekommen, auf sein Feld und hat ganz grosszügig Samen verstreut. Er hat sie auf jede Ecke, auf jeden Winkel von seinem Feld ausgestreut. Dabei sind auch ein paar Samen auf den Feldweg gefallen, der durch seinen Acker durchgegangen ist. Die sind nicht lange dort geblieben, weil ein paar hungrige Vögel gleich gekommen sind und sich auf die feinen Sämli gestürzt haben und sie alle gegessen haben. Da ist also nichts gewachsen. Andere Sämli, die sind in die Steine hineingefallen. Da sind die Sämli ziemlich gleich gewachsen und die Pflänzchen sind rausgekommen. Aber weil es auf diesem Boden keine gute Erde hatte, haben die Pflanzen nicht tief runter in die Erde und haben keine tiefe Wurzel schlagen. In dieser Gegend, wo dieser Bauer war, hat die Sonne sehr, sehr, sehr stark geschonen. Und Pflanzen, die keine tiefe Wurzel haben, die nicht tief im Boden Wasser holen können, die sind ziemlich schnell auch weg vom Erdboden. Auch da ist also nur vertrocknetes Gras gewachsen. Andere von ihm, seine Sämli, die sind in die Disteln hineingefallen, in die Dornen. Auch diese Sämli konnten aufgehen und wachsen. Aber es hat keinen Platz gehabt, weil es überall Disteln und Dornen hatte. Und ohne Platz und ohne Sonnenlicht, wo auch durch die Disteln verdeckt war, haben sie auch nicht lange bestehen,
und auch diese Pflanzen sind wieder eingegangen. Andere Sämli, die auf den guten Boden geflogen sind, die haben richtig schön aufgehen und wachsen und gedeihen und haben ganz viel Frucht gebracht und eine grosse Ernte für den Bauer. Der Jakobus hat genickt und gesagt, ja Jesus, ich weiss, du hast die Geschichte erzählt und ich habe es auch gecheckt. Ich verstehe auch etwas vom Ackerbau. Aber was hat jetzt das bitte schön mit diesen Menschen zu tun, die nicht an Gott glauben? Jesus hat gesagt, ich erkläre euch jetzt mal, was ich heute Nachmittag mit dieser Geschichte den Menschen erzählen wollte. Meine Geschichten sind Gleichnisse, es sind Bilder für Wahrheiten über das Leben. Und der Acker, den ich erzählt habe, der symbolisiert etwas Spezielles. Und zwar ist der Ackerboden, ist das Herz der Menschen. Jeder von uns hat so einen Boden in seinem Herz, einen Ackerboden. Der Jakobus schaut Jesus an und denkt, was soll jetzt das? Aber okay, ich habe es gecheckt. Der Acker sind wir Menschen. Was will Jesus mit dem uns sagen? Jesus erzählt weiter und sagt, auch die Sämli haben eine Bedeutung. Weißt du, was das bedeuten könnte? Die Samen, die stehen für das Wort von Gott. Für seine Wahrheiten, oder? Für die Bibel. Das Wort von Gott geht ins Herz eines Menschen, wenn er es hört. Und die Leute reagieren ganz unterschiedlich auf Gottes Wort und auf seine Wahrheit. Es gibt Menschen, die haben einen Ackerboden in ihrem Herz, einen Herzensboden, der ähnlich ist wie der Weg in unserer Geschichte. Bei ihnen geht die Wahrheit von Gott zwar ins Herz, aber es kann gar nicht Wurzeln schlagen und nicht wachsen, weil der Teufel kommt und ihnen die Wahrheit gerade wieder stillt. Der Teufel symbolisiert in unserer Geschichte, wird symbolisiert durch die Vögel. Die Menschen, die können keinen grossen Glauben entwickeln, weil der Teufel ihnen gerade wieder alle Wahrheiten aus dem Herz herausraubt. Es gibt Menschen, die haben einen Herzensboden, wie in der Geschichte die Steine. Bei ihnen geht Gottes Wort ins Herz und sie finden, wow, das ist super, ich glaube an Gott. Genau, das glaube ich, jawohl, super. Und ihr Glaube fängt an zu wachsen, aber es geht nicht lang und es kommen die ersten Hindernisse, die ersten Schwierigkeiten. Vielleicht kostet sie ihren Glauben etwas und sie denken, hä? Ich habe gar nicht gewusst, dass es mich etwas kostet, an Gott zu glauben. Ja, nein, wenn das so ist. Ach, ich werde sogar noch ausgelacht für meinen Glauben. Nein, das kann es ja nicht sein. Und die Menschen, die drehen Gott den Rücken zu. Sie haben schwache Wurzeln und ihr Glaube bleibt nicht stehen, wenn ein paar Schwierigkeiten kommen. Auch bei ihnen wird ihr Glaube gleich wieder vergehen. Andere Menschen haben einen Herzensboden wie hier, den Boden mit den Disteln. Auch bei ihnen geht Gottes Wort in ihr Herz. Und sie finden, wow, ja, ich glaube das. Und der Glaube fängt an zu wachsen. Aber im Alltag wird ihr Glaube von Sorgen verdrückt wie von Disteln. Sie machen sich über alles Mögliche Sorgen. Vor allem macht sie sich Sorgen, ob ihr Glaube ihnen irgendwie noch einen Nachteil bieten, ob sie mal was wäre, wenn sie mal Geld spenden oder wenn sie Gott ihnen irgendetwas wegnimmt oder was oder was oder was. Sie machen sich nur Sorgen und auch dieser Glaube hat keinen Platz zum Gedeihen. Disteln sind also wie Sorgen. Jesus sagt, zum Glück gibt es auch noch andere Menschen, denen ihr Herz ist so ein guter Ackerboden. Wenn die von Gottes Wahrheit hören, dann geht das in ihr Herz hinein und es kann Wurzeln schlagen, es kann tief hineingehen, es kann wachsen. Und dann bringen diese Menschen ganz viel Segen für Gott und für ihre Mitmenschen. Ganz viel Frucht entsteht bei ihnen. Jetzt hat Jakobus ein bisschen eine Ahnung gehabt, warum Jesus immer so Geschichten erzählt, was er eigentlich wirklich damit sagen will. Und er hat sich noch ganz lange darüber Gedanken gemacht. Das ist auch wieder mal eine spannende Geschichte, die Jesus seinen Jüngern erzählt. Es geht um Samen, um einen Acker, um Pflanzen. Alles solche Sachen, die wir gar nicht mehr so alltäglich haben. Aber damals, als Jesus die Geschichte erzählt hat, sind viele Menschen Bauern oder haben selber etwas angepflanzt für sich. Und da haben sie ganz genau gewusst, von was Jesus redet. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du schon mal einem Bauer helfen, bei ihm auf dem Bauernhof. Vielleicht sogar beim Ansäen. Vielleicht hast du auch mal mit der Mami oder mit dem Papi im Garten draussen etwas angepflanzt. Oder du hast sogar ein eigenes Beetchen, wo du dein Gemüse anpflanzen und pflegen. Dann kennst du dich nämlich sicher ganz genau aus, wie das funktioniert mit so Pflanzen. Am Anfang ist es ein kleiner Samen. Und wir haben gehört, der Samen in der Geschichte,
ist ein Bild für das Wort von Gott. Also für das, was in der Bibel steht oder für das, was er durch andere Menschen zu uns redet oder auch direkt, je nachdem. Und so ein Samen, der kann, so haben wir es in der Geschichte gehört, auf den Weg fallen, er kann auf die Steine fallen oder er geht in die Disteln und Dornen. Und egal was von diesen Sachen ist, es kann keine grosse und schöne Pflanze daraus wachsen, sondern früher oder später geht es kaputt oder es wird sogar direkt als Samen von den Vögeln gefressen. Und das ist nicht das Ziel in der Geschichte, das wäre eigentlich nicht das, was gut ist, sondern was eigentlich das Ziel ist, dass man so eine grosse, gesunde Pflanze daraus kann entstehen. Weil das wäre das Bild für einen gesunden, guten Glauben. Und das wäre eigentlich das, was sich Jesus wünscht, dass bei uns im Herz, auf unserem Boden, so grosse Pflanzen wachsen dürfen. Und ich glaube, wenn ihr auch so ein bisschen Hobbygärtner seid und wisst, wie es laufen, dann würdet ihr mit mir einverstanden sein, dass das viel besser Weg ist, wie wenn die Samen einfach wieder kaputt gehen. Wie funktioniert jetzt das bei uns im Leben? Wie kann denn so etwas Grosses wachsen? Es kann dann passieren, wenn wir Gottes Wort vertrauen, wenn wir daran glauben, wenn wir in der Bibel lesen und das, was er dort sagt, wenn wir das glauben und nicht auf all die anderen Sachen, die wir vielleicht sonst noch irgendwo hören, sondern wenn wir auf Gott vertrauen, dann kann so eine starke Pflanze wachsen und dann kann es auch selber wieder Frucht bringen, so wie wir es gehört haben. Jetzt könnt ihr als Familie nachher dann gerade mal Pause drücken und dürft mal zusammen überlegen, ja, in eurem Leben, wo gibt es vielleicht Sachen, wo ihr sagt, mal, da vertraue ich Gott mega gut, das fällt mir einfach, das ist etwas, wo ich sehr gut drin bin, zum Gott vertrauen. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch noch überlegen, gibt es echt Orte, wo es euch nicht so einfach fällt, wo vielleicht andere Sorgen oder andere Gedanken kommen und was nicht so einfach ist, zum auf Gott vertrauen. Das dürft ihr jetzt als Familie zusammen austauschen und für das könnt ihr einfach kurz unten auf Play drücken oder auf Pause und dann könnt ihr die Fragen anschauen und zusammen diskutieren. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Die treibende Kraft in meinem Leben bist du. Darum stehe ich auf, ich strecke mich aus nach dir. Lauf auf dem Weg, wo du gehst, ich komm mit. Vertrau auf deinen Plan, verlass mich ganz auf dich. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. Ich vertraue dir mein Leben an, du bist der Fels, wo ich drauf stehe. Ich weiss mich ganz in deiner Hand für immer. And when all
bring ich jetzt zu dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an in der Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an in der Hand. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Unterwegs in jedem Abenteuer gehen wir Schritt für Schritt voran mit dir. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn ihr mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn ihr mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. Mit dir gehen wir Schritt für Schritt, wir laufen miteinander. Wenn wir mehr weg von dir, hebt fest an deiner Hand. So, ihr Lieben, jetzt bin auch ich zurückgekommen vom Worship und da habe ich jetzt gerade passend zum Thema etwas vorbereitet. Und zwar brauche ich für das einen Blumentopf mit ein bisschen Erde, den habe ich schon drin getan, ein bisschen Wasser und Sämli. Da habe ich jetzt Thymian genommen. Ihr könnt aber auch Schnittlauch nehmen, Blümchen oder was auch immer ihr wollt. Den Blumentopf könnt ihr zum Beispiel noch irgendwie fixieren oder einen Bibelvers draufschreiben, das ist nicht wirklich frei. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch gerade an. Wir nehmen das Sämli, tun es im Blumentopf rein, zu der Erde, genau. Dann da ein bisschen Wasser drin, das ist ganz simpel eigentlich. So. Und nachher könnt ihr es raus in die Sonne stellen, nicht so weit da rein. Und jedes Mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel schaut, ob schon etwas am Wachsen ist oder ihr Wasser gebt, könnt ihr für eine Person beten. Das sind auch völlig frei. Ihr könnt immer die gleichen nehmen, ihr könnt verschiedene nehmen. Das ist auch überlassen. Und ich will gerade sagen, ich fange doch gerade an und bete noch rasch. Ja, Vater, ich danke dir für die ganz vielen Kinder, die da zuschauen, in dem Podcast, die Geschichten haben dürfen hören, die eine Idee bekommen haben, wie sie für Leute beten können. Ja, ich bitte dich, dass die Kinder das auch ausprobieren können, dass du ihnen Freude schenkst dabei und dass sie ganz, ganz viele Sachen haben, wo sie dafür beten können und dass du bei ihnen bist. Amen. Genau. Dann noch zu den Infos. Und zwar könnt ihr uns zeigen, wie ihr den Gottesdienst feiert. Vielleicht könnt ihr das im Kinderzimmer feiern, in der Stube oder vielleicht sogar im Garten. Wenn ihr uns Fotos schicken wollt, könnt ihr das gerne schicken an winterthur@gvc.ch. Und ja, wir freuen uns mega auf die Fotos. Dann noch etwas anderes, und zwar könnt ihr auf YouTube, jeden Tag gibt es ein neues Film, auch GVC Winterthur. Könnt ihr Filme schauen, da gibt es auch von jedem Leiter verschiedene Sachen, verschiedene Spiele, vielleicht sogar bis zum Basteln und ganz, ganz viele andere interessante Themen, die ihr könnt anwenden und selber ausprobieren. Genau. Hey, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibe gesund. Bis bald.